Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. So, den paranoide Gorn mit seinen 2 Gesichter, den haben wir jetzt erstmal fortgejagt. Und jetzt geht's nochmal hier weiter, in dem Schacht von der Mine. Aber ich muss schon sagen, ich finde eigentlich echt die alte Mine organisatorisch schöner gelöst. So, zack. Also die... Ui, da sind noch ein paar Minecrawler-Krieger. Also ich muss echt sagen, gerade die alte Mine fand ich von der Organisation her, vom Aufbau her wesentlich schöner als das hier. Weil das wirkt doch etwas wild. Da muss man schon sagen, man hat bei der alten Mine echt gemerkt, dass das die Mine vom König war, die ursprünglich schon wahrscheinlich auch von Scouts vom König freigelegt wurden. Und wo man wirklich was organisatorisch gerissen hat, während das hier total provisorisch aussieht und auch sehr unsicher mit den Bretter und so weiter ist. Also die freie Mine sieht wesentlich chaotischer aus, wie ich finde. So, hier haben wir noch einen Seitenstoller. Und irgendwo scheinen die Jungs ja auch schon Erz abzubauen. Man hört so als noch Knacke von der Spitzhacke. Aber vielleicht auch hier lieber nochmal gucken, ob alles sicher ist. Und nochmal hochgehe. Also schade, dass wir das bei der alten Mine nicht gehabt hätten, das Phänomen, dass wir da uns umgucken konnten und alles umgebracht hätten. Weil da hätte ich ganz gerne noch geplündert. Butler. Na komm, du hast dich mit Gomez und seine Leute eingelost, jetzt bist du tot. Fertig. Jetzt bist du des Todes. Du schmieriger Butler. Stirb. So. Und. Na, bis der mal die Treppe runter gezittert ist. So. Stirb. Zack. Ich habe einfach Bock, hier Butler umzubringen. Von daher, das passt schon. So, dir nehmen wir jetzt auch noch das Zeug weg. Ist mal scheißegal, ob du Gorn dann meint, die wird aus dem alten Lager wieder umgebracht und dein Name ist dabei gefallen. Wie soll das dann bekannt worden sein? Das war hier Mitte im dunklen Gang. Und außerdem scheiß auf die Butler. Also mittlerweile versuche ich mich jetzt einmal so ein bisschen wie so ein Magier zu verhalten. Und scheiß darauf, ist einfach Erfolg. Nee, Quatsch, das machen ja nur so arrogante Hofmagier. Aber ohne Witz, das erfährt ja eh keine Sau, wenn hier jemand in der Mine verreckt und die Butler... theoretisch kann ich sie natürlich auch leben lassen, aber wenn die ganze Zeit hier rumflitzen wie die Idioten, finde ich jetzt auch nicht gerade so toll. Reisschnaps gibt's ja noch. Und hier runter komme ich nicht über Leder, oder? Doch, dahinter. Weil die Minecrawler-Krieger soll ich hier auch definitiv noch niedermachen, damit ich auch so viele Platte wie möglich sammeln kann. Da schwirren, glaube ich, 2 von den Viechern noch hier rum. Minecrawler Warrior. So. Bleib mal still. Mist. Okay. Das war jetzt nicht so gut. Gucken wir, dass wir die eventuell so kriegen. Der Ende hat sich da hinten beim Erzstampfer verfangen. Das ist ganz gut so. So. Ah, nee, Quatsch. Die kann ich ja sogar von hier aus nach erwischen. Das ist kein Thema. Und. Gut. Der ist platt gemacht. Dann nehme ich dann noch so einen Trank. Dann ist noch der dort drüber übrig. So. Du Minecrawler Warrior. So. Dich flatter ich doch gleich mal. Windbrecher gibt's ja auch noch. Interessant. Crawlerzangen. War doch mal ganz gut, dass ich dann doch hier geguckt habe. Das klingt doch einer Waffe. Windbrecher. Knochenbrecher. Gardistenhand. Berserkerwort. Kriegerstimme. Windbrecher. Das könnte natürlich auch irgendeine Fernkampfwaffe sein. Oder? Steinfurcht, Sieg. So toll kann das Ding jetzt auch nicht sein. Lichtschwert, grobes Schwert, bla 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 bla. Windbrecher. Ah, okay. Das ist ein Bogen anscheinend. Okay. Klang aber auf jeden Fall noch eine Waffe. Sehr schön. Dann sind hier die Crawler auch weg. Ich finde es auch lustig gemacht mit einer Blutspritze hier, die wie so Kleckserfarbe überall in der Gegend rumschwirren. Da wachsen schon die Heilkräuter aus der Reissäcke raus.
Also da neben an der Wand sehen das ja auch wieder. Und da aber bei der Stützbalke. Ich freue mich wie diese Balke halten. Also wenn man die so in den Fels reinkauen hat. Ach du liebe Zeit. Respekt an den provisorischen Architekt, der mittlerweile draußen tot im Kessel liegt. Sweeney hieß der, glaube ich. Sweeney Todd. Ja, passt ja irgendwie auch wieder. Okay, da hätten wir den Gang jetzt völlig ausgerahmt. Dann können wir uns auch hier um die Sache widmen. Um die Sache kümmern. Der Sache widmen oder um die Sache kümmern? So rum. Moment. Ah, da habe ich schon in der Mine gespeichert. Ah, machen wir das hier auf den dritten Speicherplatz. Nicht, dass es am Ende ist, du hast hier alle Leute umgebracht, wir bringen dich jetzt um. Deswegen war es vielleicht ganz gut, dass ich vor deiner Gardiste da vom Eingang nochmal gespeichert habe. Aber Butler haben sie bisher noch mitgebracht. Ey, hör auf. Hör auf. Blöder Sausack. So. Okay, dich bringe ich als erstes um. So. Wisst ihr, wo ich das gelernt habe? Bei den Feuermagiern in eurem Lager. So. Und erstmal wieder Heiler. Dann kann ich mich auch hier wieder in eine Kampf stürzen. So, die sind nämlich zu blöd, um Ledere zu benutzen. Lass mich doch mal in Friede, du dappiger Knorzer. Du hässlicher Vogel. So, und jetzt mach's gut, du Trottel. So. Interessant, dass Magie killt und dass ich mit Schwert nochmal extra einen Bonus drauflegen muss. Naja. So what. Aber es ist schon nervig, dass die Knabe hier gut abziehen mit ihrer Armbrüste. Aber dennoch würde ich auch sagen, nachdem ich die Minecrawler-Plattenrüstung habe, habe ich auch relativ gut die Rüstung. Leider nur für kurze Zeit, weil dann gibt es relativ kurz dennoch wieder schon bessere Rüstung. Das ist dann die beste Rüstung im Spiel. Aber die Crawler-Plattenrüstung, das ist so die zweitbeste Rüstung, die man im Spiel kriegen kann. Da wäre es jetzt auch egal, ob ich jetzt die Söldnerrüstung trage oder nicht. Ein Magier in einer Minecrawler-Plattenrüstung, das hat schon irgendwie was, finde ich. Und außerdem sind sie auch keine klassische Panzerplatte oder so. Das ist wie bei Baldur's Gate mit dem Ankek-Plattenpanzer. Es ist ja auch was Leichtes. Theoretisch müsste das ein Magier ja eigentlich tragen können. Naja. So, wie dem auch sei, dann mache ich platt. So. Komm her, du Luftbump. Und ach, tot. Perfekt. So. 2 Zauber auf die Fresse gezwirbelt und die Buwe halten es nicht aus. Das ist natürlich praktisch. Aber die geben ordentlich Erfahrungspunkte, die Knabe, muss ich sagen. Sie sind schwächer als Orks und bringen so viel wie ein Orkkrieger. Das finde ich ziemlich gut. So. Ah, da unten sitzen noch ein paar. Sieht aber noch Schatter aus und nicht noch Gardiste, oder? Ja, tatsächlich. Butler. Okay, da ist der Hochofen hier von der Mine. Speichere ich hier nochmal. Und gehe erstmal hoch. Und von da oben habe ich auch einen guten Überblick, um die abzumurksen. So. Gott, du stirbst. Den Butler lassen wir mal rennen. Das ist mir relativ egal jetzt mit dem Butler. Ich will nur nicht, dass hier oben ein Poste sitzt, der mich möglicherweise mit einer Armbrust abknallen kann. Ja, die Butler sind mir jetzt eigentlich auch scheißegal. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite, wisst was? So. So muss es sein. Noch eine Stufe aufgestiegen, weil ich der harmlose, arme, alte Butler abgemurkst habe. So muss das sein. So. Das alte Lager wird sowieso völlig... Oh, der ist anscheinend auch schon gestorben, aber da war ich jetzt tatsächlich nicht dran schuld. Ich meine, das alte Lager, man kommt tatsächlich, wenn man die beste Rüstung im Spiel findet, kommt man auch zu einer Teleportrune, die einem wieder ins alte Lager führt. Und man hat so die Gelegenheit, das ganze alte Lager auszurotten. Und ich würde auch sagen, das machen wir auf jeden Fall. So. Als alte Lager hat hier Stunk angefangen und hat einen Krieg angefangen. Und dann soll es auch zu Ende führen, wenn es den Krieg unbedingt haben will, wenn die sich hier für die Beste und die Tollste halten. So.
Dann hier nochmal speichern. Feuersturm, herzlichen Glückwunsch, ihr wurdet auserwählt. So, die Schatten sind glücklicherweise nicht besonders stark. Oh, die Schatter, die rennen auch eigentlich. Okay. So, aber du entkommst mir nicht so einfach, mein Lieber. Kannst du einfach hier die freie Mine angreifen? Lurkerbiss hat er so Kurzschwert noch. Kann nicht einfach hier die freie Mine angreifen und dann meinen, er kommt Uxore davor, wenn man hier die Mine wieder stürmt. So geht's dann an, nicht, mein Lieber. Und außerdem, ich habe mich hier auch hochgekämpft, würde ich sagen. In der Rangfolge. Und tschüss. So. Sag Gomez, dass ich dich in die Hölle gejagt habe. Wenn du ihn dann in der Hölle siehst, ne, irgendwie macht das keinen Sinn. Wenn du in der Hölle ankommst, sagt der Fremde, schick dich. Beziehungsweise der Neue. Was war das hier? Ah, Blasebalg. Ich habe Bauernstieg gesehen. Alter Richter. Okay. So. Gebrotenes Fleisch. Na, herzlichen Dank. Das nehme ich noch liebend gern von euch. Und Wundendorn. Okay, also es sind wohl zumindest keine bekannte Schatten, die hier dabei sind. Und da ist noch einer. Ja. Also wir rotten dann sowieso am Ende das alte Lager aus. So viel kann ich definitiv versprechen. So, da unten bei der Schmelze ist jetzt auch keiner mehr. Das ist auch in Ordnung. Huch! Irgendeiner ist da runtergestürzt. So. Der ist auf jeden Fall tot. Na, das killt ihn nicht. Dann halt nicht. Dann halt auf die klassische Art. Gut. Also dem hätten wir noch hier gekonnt. Gardeschwert und die popliche normale Gardiste-Ausrüstung. Okay, dann gehen wir noch hier hoch kurz. Killen hier noch die Butler. Und dann war's das. Ich mach das nicht gern, aber was muss, das muss. So. Ich meine, ihr hängt hier alle mit im selben Boot. Ja? Also sorry, aber was muss, das muss. Und wäre der Gorn dabei, der hätte euch auch alle abgeschlachtet. Naja, vielleicht hätte er denn hier ein paar Dor gewährt, denn ein Butler, aber mir ist es hier absolut egal. Kupst wie gedupst. Die geben Erfahrungspunkte, also müssen die weg. Und ich würde sagen, ach, aus rollenspieltechnischer Sicht würde ich tatsächlich bei so einer Aktion wirklich vorschlagen, wir töten lieber alle in der Mine, bevor sie uns noch töten oder bevor sie sich gegen uns wenden. Aber wobei ich sagen muss, beim Pen und Paper zum Beispiel würde ich hier wahrscheinlich Pardon gewähren. Wenn ich im Pen und Paper wäre, die fortrennen, dann würde ich höchstwahrscheinlich Pardon gewähren. Gesundheit, Hugo. Dann würde ich höchstwahrscheinlich wirklich Gnade gewähren. Die Gardiste, die kämpfen alle sowieso, das heißt, die sterben. Aber die andere Leute, die Schatten und die Butler, die würde ich wahrscheinlich rauslassen. Das wäre zumindest für mich im Pen und Paper beim guten Charakter Selbstverständlichkeit. Wenn ich jetzt einen chaotisch neutrale bis böse Charakter spiele würde, dann würde ich so wie hier handeln. Und zwar, man weiß ja nie, ich habe doch gewusst, dass da noch was war. Man weiß ja nie, ob die sich nicht möglicherweise gegen mich wenden. Ich bringe sie mal lieber um. Das wäre so für einen bösen Charakter eigentlich das. Und hier kann ich es eigentlich nur damit begründen, dass der Charakter selber mal zum alten Lager gehört hat und dass der jetzt halt gründlich aufrahmt. Dass man hier Gefangene nimmt bei der Aktion. Außerdem hieß es ja, es sei eine Messeraktion, wo wirklich einer noch um andere ausgeschaltet wird. Aber wahrscheinlich hätten sie die Gardiste damit gemeint und nicht die Butler und die Schatter. Könnte ich mir jetzt zumindest vorstellen. So, da liegt noch ein Krug rum. Also die hatten ja mein Crawler-Problem auch nicht so wirklich im Griff, wenn ich mir das so angucke. Die Gardiste scheint sich ja auch. Die Gardiste scheinen sich wohl auch eine große Mühe gegeben zu haben, hier die Minecrawler-Plage einzudämmen, während die Butler nach wie vor am Schaffen sind. Weil im alten Lager hießen sie Butler
Und im neuen Lager hießen sie Schürfer. Hätten wir hier Personal aus dem neuen Lager gehabt, dann wären das die Schürfer gewesen. Aber ich meine, allzu clever sind die jetzt auch nicht hier vom alten Lager, weil wenn, dann hätten sie ja auch hier, dann hätten die ja auch die Schürfer leben lassen, damit sie weiter in die Mine ackern. Also, ne? Das ist ja einfach nur reine Logistikfruch. Aber das war wohl anscheinend die sind so stark. Das war wohl der pure Sadismus bei denen. Oh. Die sind ein bisschen zu stark, die Knaber. Ja, ihr zieht mir ein bisschen zu viel ab. Und außerdem habe ich kein Mana mehr gehabt. Deswegen... Boah, dringend. Heiler. Und hier noch so ein Trank. Und dann läuft die Geschichte. Ach. So. Puh. Außerdem war in dem Raum, wo die Crawler waren, ach, der Ork, der Freund vom Urschak, der war da auf jeden Fall schon zu sehr. Das heißt, zu dem müssen wir auf jeden Fall. Da sitzt er hier, direkt am Ende. Ork-Sklave. Da sitzt er. Das Sklaverino. Okay. Nein! Ah, ich Dachschädel. Das war jetzt so richtig saudumm. Aber so richtig saudumm. Noch voll auf den Orksklave geschossen. Glücklicherweise ist der auch unsterblich. Alter Falter, ich Vollidiot. Also nee, das kann leider immer mal wieder passieren. Dass man irgendwo anders schießt bei der Steuerung. Ja, das ist halt etwas, wofür Gothic Ezio nicht gerade so wirklich gelobt wird. Ich meine, auch vollkommen zu Recht. Aber trotz allem, so Fauxpas, die können immer mal wieder passieren. Ups. Gut. Puh. Das wäre jetzt hier nochmal hässlich ausgegangen. Meine Fresse. Ich hoffe, der Ork kann mir's verzeihen, dass ich ihm hier den Feuersturm auf die Schnauze gezwirbelt habe. So, Minecrawler-Krieger beide. Ja, ich mag euer Platter. So, dann hier nochmal umgucken. Und der wird uns dann Ulumulu was dazu erzählen, der Kerl. Genau deswegen sind wir ja hier. Aber es wäre ja auch lustig, wenn man hier einen Ork befreit und ja. Wie soll's recht sein? Die einzigste Überlebende ist ja ein Ork. Gerade der, von dem man es nicht erwarten würde, dass man den jetzt unbedingt befreit. Aber wie soll's recht sein? So, hallo Orksklave. Entschuldigung für den Angriff. So nebenbei. Tarok brauchen Hilfe. Tarok verletzt. Okay, was? Na? Was ist geschehen? Tarok hier gefangen von blauen Soldaten. Plötzlich überall rote Soldaten. Rote Soldaten töten alles. Tarok hierhin geflohen. Rote Soldaten nicht gehen hierhin. Rote Soldaten fürchten Gachluk. Bitte helfen. Tarok verletzt. Gachluk sind wahrscheinlich hier die... Gachluk sind wahrscheinlich die Crawler. Was bedeutet Gachluk? Seien große Tiere auf vielen Beinen. Gachluk gefährlich. Orks und Menschen fressen. Du meinst wohl die Minecrawler hier unten? So, dann hier nochmal. Du sprichst unsere Sprache. Tarok schon lange Sklave von Menschen. Tarok gut zuhören. Das ist gut. Also scheint auch nicht dumm zu sein, wenn er sich die Spruch hier ereignen kann. Bist du ein Freund von Urschak, dem Schamanen? Urschak waren Sklave wie Tarok. Urschake laufen weg, seien viele Winter her. Dein Freund sagte, du könntest mir ein Ulumulu machen. Tarok sehr schwach. Tarok Gesundheit, ohne Hugo. Medizin sterben. Fremder bringe Medizin. Dann Tarok helfen. Ja, natürlich. Dann, bitteschön. Was kann ich für dich tun? Tarok brauchen starke Medizin. Tarok sonst sterben. Was für Medizin? Gachluk mich vergiftet. Tarok brauchen Medizin. Tarok haben Medizin, aber Tarok verlieren. Tarok nicht finden. Und wo ist er dann? Ich werde die Medizin wiederfinden. Tarok sehr schwach. Fremder beeilen, sonst Tarok sterben. Ja, das kann passieren. Okay, dann speichern wir hier direkt bei Tarok. Und gucken wir uns mal hier um. Irgendwo muss er ja auch lang gelaufen sein, der gute Tarok. So, können wir da überhaupt hoch? Ja, tatsächlich. Hier kommen wir hoch. Da liegt ein Trank. Das könnte er sein, ne?
Ah, ein Schinke ist auch noch hier. Auch nicht verkehrt. Gut, den Trank holen wir auf jeden Fall noch für ihn. Aber... ja, ich glaube, da müssen wir dann leider Gottes runter. Sieht nicht so schön aus hier, ich weiß. Aber von hier aus können wir die Crawler wenigstens im Arch behalten. Und, habe ich noch was abgezogen? Blödes Vieh. Mist. Das war volle Wumme hier gegen den Fels. Das ist echt nicht so klug. Ich sollte mir nochmal einen Mana-Trank gönnen. Und dann hier die Crawler im Arch behalten. Blödes Vieh. Verdammt nochmal. So einfach Kämpfe kann ich jetzt aber auch nicht, oder? Ja, scheiß drauf, probieren wir es mal aus. Hey, du Sauvieh. Oder kriege ich sie von hier aus? Okay, den anderen habe ich getroffen. So. Kann ich dir überhaupt was abziehen, du Crawler? Huch, ich glaube, die sind etwas verwirrt gerade. Dann nutze ich das doch natürlich zu meiner Gunst aus. So, einer tot. Sehr schön. Gut. Puh. Das war ja einfacher als gedacht hier. Doch geht's auch nochmal weiter. So. Sklavenbrot, Sklavenbrot. Gachluk. Also die Ork-Bezeichnung finde ich eigentlich auch ganz interessant. Wobei Ulumulu eigentlich schon zu klischeehaft klingt. So. Und da können wir noch hoch. Aber dafür bräuchten wir noch was anderes. Lass mich gerade mal etwas verwenden, was ich sonst nie verwendet habe. So. Gott, das Licht können wir auf jeden Fall jetzt nehmen. Na, kommen wir doch nicht hoch? Ach, komm schon. Komm. Stell dich nicht so Tragherrler. So. Okay. Naja, da kommen wir anscheinend nicht hoch. Na, klasse. Ja. Die Sache mit der Gardiste hat sich jetzt auch erledigt. Weil da habe ich jetzt jeden auch abgemurkst von deiner Knaber. Dann hier. Habe ich seine Medizin eventuell sogar schon gefunden? Muss mal gucken. Da ist er. So. Tarok. Wie schaut's aus? Ah, ja. Ich kann die Medizin nicht finden. Fremder suchen weiter. Medizin hier unten sein. Tarok fliehen vor Gachluk. Tarok sich bei Flucht verstecken. Fremder auch suchen in Nischen. Okay. Na gut, das sind mal wieder wunderbare, explizite Anweisungen hier. Aber, ich weiß ja gar nicht mehr, wo das war, um ehrlich zu sein, wo seine Medizin ist. Muss ich jetzt nochmal ein bisschen Detektivarbeit leisten. Und muss hier nochmal suchen. Da hinten ist auch noch ein Stoller. Aller Hopp. Da können wir sogar rüberklettern. Und hier haben wir noch jede Menge Gachluk. Gott. Sehr schön. Dann sollte ich nochmal einen Trank nehmen. Und mein Crawler Warrior als Herr mit einer Platte. Da ist der hässlich. Und dann schauen wir mal. Noch ein Trank. Aber nichts, was explizit Medizin ist. Ah, da ist noch ein Crawler. Okay. Gut. Weil gegen die wirkt bei mir derzeit nur Feuersturm. Was Besseres habe ich leider nicht gegen die Biester parat. Im Nahkampf bin ich verloren. Und mein Schutz vor Waffe etc. pp. Ist auch nicht so gut, dass es wirklich wenig Schade machen wird. Nur
Okay, ah, ja, da haben wir so Ork-Medizin, ne, Allah. Sklavenbrot, Göttergabe noch. Okay, Ork-Medizin, da haben wir so. Aber Göttergabe würde ich eigentlich auch ganz gerne noch lesen. Göttergabe. Anscheinend haben wir das schon. Die Gabe der Götter war das dann, glaube ich, ne? Oder Lehren? Lehren der Götter. Ah, Band 2. Oder? Ja, das kennen wir schon. Okay. Die Ork-Medizin haben wir jetzt auch gefunden. Hier ist er. Wirkung unbekannt. Alles klar. Naja, es wird wahrscheinlich ihn Heiler von seiner Vergiftung, die er von der Minecrawler kriegt hat, wie er immer mal sowas hinkriegt, aber aller hopp. Ich sag mal nix. Gut. Dann können wir ihm das Zeug hier geben und dann dürfte auch erstmal Schicht im Schacht sein. Dann dürfte ich ja jeden Minecrawler erledigt haben. Ich habe 22 Minecrawler, Panzerplatte, so rum. Das sollte eigentlich auch ausreichen. So. Komm schon. Alt und hoch. Ich will hier hochklettern. Ne? Wie ich das vorhin auch gemacht habe. Wie es auch wunderbar funktioniert hat, so nebenbei. Ne? Ach, ihr seid schon Hutbrummer hier vom Spiel. Ihr seid schon Hutbrummer. Na. Das Rumgeklettere, das ist schon etwas ätzend. So. Okay, Tarok, bitteschön. Ich habe was für dich. Ja. Hier. Ich habe deine Medizin gefunden. Oh, das ist schon ziemlich groß. Fremder nicht böse wie andere Menschen. Fremder gut. Tarok schulden Dank. Kannst du mir jetzt einen Ulumulu geben? Fremder helfen Tarok, also Tarok auch helfen Fremder. Fremder brauchen Krotak, Kastak, Dwachkar und Ort Antak. Fremder bringen dann Tarok machen Ulumulu. Gesundheit. Erklär mir nochmal, was das ist hier alles. Was ist ein Krotak? Sein Flammenzunge, sein Zunge von Feuerechse. Okay. Wo finde ich eine Feuerechse? Feuerechsen in Heimat leben. Heimat von Tarok. Fremder suchen müssen. Auch können finden Feuerechse auf Sand bei Meer. Okay, also im Orkgebiet. Was bedeutet Katztag? Sein Horn von Schattenläufer. Uah. Horn spitz wie Dolch und hart wie Stein. Okay, dürfte ich aber vielleicht noch ins Hover. Dwachkar? Was ist das denn? Sein Zähne von Sumpfhai. Wenn Zähne beißen Opfer, dann nie wieder loslassen. Wo finde ich Sumpfhaie? Viele Sumpfhaie bei Lager von Menschen. Lager in Sumpf natürlich. Und hier. Was ist ein Ort Antak? Hauer von großes Troll. Machen großes Löcher in Beute. Wo finde ich einen Troll? Troll leben in Bergen. Troll lieben viel Platz. Fremder gehen suchen in Nordberge, aber passen auf Faust von Troll. Faust treffen, dann Fremder fallen von Berg runter. Ja, so seien, ne? Ich muss weiter. Fremder kommen wieder. Ah, jo. Ich habe mir ja glücklicherweise nochmal Monsterschrumpfen besorgt bei Xardas. Das war ja in weißer Voraussicht, ach. Genau, Monsterschrumpfen. Da kriege ich dann so einen wunderschönen Trollhauer. Schattenläufer finden wir definitiv im Wald. Sumpfhaie, habe ich nicht noch einen Sumpfhaizahn irgendwo? Oder nur die Haut? Okay, das habe ich. Horn eines Schattenläufers habe ich. Gut. Sumpfhai-Haut habe ich leider nur. Keine Zähne. Und Feuerwaran-Zunge lerne ich ja erst auch hier, dass ich sowas brauche, dass ich sowas auch entsprechend entfernen kann. Das heißt, Feuerwarane muss ich im Orkgebiet suchen und Troll, der ist wieder in der Trollschlucht. Da waren sie nicht gerade sehr kreativ. Das heißt, wenn ich jetzt einfach wieder zu der Trollschlucht zurückkehre, ist dort einfach ein neuer Troll. Fertig. Gut, das ist eigentlich recht überschaubar alles. Dann würde ich sagen, wir beenden das hier noch sauber, nachdem jetzt alle Gardisten tot sind und der einzigste Überlebende von der freien Mine nur noch der Orksklave Tarok ist. Wofür die Leute wahrscheinlich nicht mal den Namen kennen. Ich bin mir sicher, die wissen noch nicht mal seinen Namen. Einfach nur, was, der Orksklave? Ach ja. Menschen können echt eklig sein. So. Dann gehen wir nochmal da hoch. Und dann kommen wir erst wieder zurück, wenn wir alles Zeug haben. Aber Horn von einem Schattenläufer habe ich wenigstens schon. Sumpfhaie dürften jetzt mittlerweile auch kein Thema mehr sein.
Und wie viele Lernpunkte? Gott, ich habe 60 Lernpunkte parat. Also ich denke, 20 Lernpunkte kann ich dicke noch ausgeben. So, Gorny Boy, da steht er und ist einfach nur hässlich und macht den Weg hässlicher. Dann fragen wir mal, was wir jetzt machen sollen. Ah, Gardeschwert. Hallo, jemand aus dem alten Lager ist verstorben und dein Name wird dabei erwähnt. Von wen? Von der Pfälzer oder was, du Blödmann? Jetzt kommen wir wieder mit. Komm mit. Ich brauche deine Unterstützung. Endlich geht es weiter. Geh voraus, ich folge dir. Ja, ja. Idiot. Auf in den Kampf. Merkwürdiger Kauz. So, jetzt wieder zurück. Und ja. Verzeih mir was. Oh Mann. Das war ein wirklich beinharter Kampf. Hätte nicht gedacht, dass Gomez Gardisten so viel Widerstand leisten. Die Hauptsache ist, dass wir sie wieder aus unserer Mine vertrieben haben. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Ja, du hast ja richtig hart gekämpft, mein Lieber. Wie ist die Lage? Alles ruhig. In der freien Mine rührt sich nichts. Es kann nicht mehr lange dauern, bis Lee die Verstärkung hier hochschickt. Solange werde ich es mir hier gemütlich machen. Ja, genau, hock dich mal auf so ein paar Bis Kadaver später. drauf und dann isst erst einmal ein Butterbrot. So, und wir gehen jetzt erstmal raus und suchen dann wieder unseren Krusch zusammen, aber vorher geben wir unser Minecrawler-Platte an... Moment, da geht's raus. Aber vorher geben wir unser Minecrawler-Platte dann noch an Wolf weiter. Der wollte ja die Dinger unbedingt haben. Dann kriegt er sie natürlich auch. So, Moment. Quatsch, wo geht's denn hier raus? Verdammt nochmal. Ah, da aber. Ja. Mann. Also, ich verliere ja sowieso immer sehr schnell den Überblick bei sowas. Aber, erst einmal Gluckerdi Gluck. Und Flitz wie der Wind. So. Jetzt rennt er wie von der Geßgebisser. So. Schnell. Ach ja. Fand ich eigentlich schon eine ganz nette Idee hier vom Spiel, dass man sowas hier eingebracht hat mit einer Geschwindigkeitstränke, dass man für die lange Wegstrecke, die man wirklich schon in Gothic zurücklegen muss, dass man nicht ewig und 3 Tage braucht. Schön wäre natürlich auch in Gothic 2 gewesen, wenn man dann einen Mount gekriegt hätte, wenn man dann auf einen Gaul oder auf irgendwas anderem hätte reiten können, das wäre natürlich sehr schön gewesen. Aber man kann ja nicht alles verlangen. Das hätte dann auch so Tränke erspart, wenn man, was weiß ich, für gewisse Obolus von Erz oder dann später Goldmünze in Gothic 2, wenn man dafür dann ein Reittier einfach gekriegt hätte. So, Jungs. Sei gegrüßt. Euch scheint es zu interessieren. Alle hopp. Gut, wenn dies nicht interessiert, was da abläuft in der Mine, bitteschön. Ich beschwere mich nicht. Gorn hat ja auch hier der harte Kampf geliefert. Er hat 4 oder 5 Gardisten umgebracht, während ich so stolz 15 Stück oder was abgemurkst habe. Naja, egal. Er hat ja geholfen. Man kann ihm zumindest nicht vorwerfen, er hätte nichts gemacht. Er hat auf jeden Fall geholfen. So, was mich jetzt angeht. Ich schmeiß mich jetzt erstmal zum Wolf und dann kann ich dort damit auch die Episode beenden. Das ist dann zumindest nochmal ein schöner Erfolg, den man sehen kann. Damit ich die Episode abschließen kann. So. Mein lieber Freund, hier habe ich noch was. Hier. Ich habe jede Menge dieser Minecrawler-Panzerplatten eingesammelt. Fantastisch. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Wie lange wirst du dafür brauchen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Das ist eine komplette Neuentwicklung, Mann. Schau einfach ab und zu bei mir rein, wenn du in der Nähe bist. Jo, Allah, machen wir. Wir können auch genauso gut einfach pennen, bis es fertig ist. So, wir haben jetzt 14 Uhr Silver. Ich würde sagen, jetzt ist mal die Zeit gekommen, wo wir uns mal richtig Ruhe gönnen können. Weil die Mine ist sowieso nicht mehr besetzt. Wir sind 2 Wochen in der Kolonie. Die Mine ist nicht mehr besetzt. Alles in Ordnung. Und das Ulumulu hat Zeit. Und der Tarok da unten, der kann sich auch in der Mine gemütlich machen in der Zeit. So. Ist natürlich scheiße für Tarok, dass der jetzt da unten in der Mine bleibt die ganze Zeit. Machen wir mal 3 Tage und gut ist. So, einfach mal 3 Tage durchgepennt. Das sollte ausreichen, hoffe ich. So. Okay, wenn nicht, dann probiere ich es nochmal bis zur Mittagsstunde. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ja, genau. Früher war eher alles besser. Scheiße. So, Kerl, wie sieht's aus? Ich damit nichts zu tun habe. So. Wie weit bist du mit der Rüstung? Dauert noch, Mann.
Diese Platten sind verdammt harter Tobak. Ich habe noch keinen Weg gefunden, sie aneinander zu befestigen. Gib mir noch etwas Zeit. Okay. Ja, er schafft ja auch kräftig, wie man sieht. Er steht draußen vor der Hütte und glotzt blöd. Okay. Dann gebe ich ihm jetzt nochmal Zeit bis zum Ofen. Weil ich habe ja 14 Uhr Schlag mich tot hier mit dem Ding angefangen. Möglicherweise ist morgen noch zu früh. Und wir machen mal hier bis zum nächsten Ofen hier. So. Am 17. Tag um 19 Uhr. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Und eventuell ist er dann Ich soweit. höre nicht mehr auf das Gefasel. So. Na, wie sieht's aus? Jetzt? Wie weit bist du mit der... Dauert noch. Gib mir... Ich bin sehr ungeduldig bei so einem Scheiß. So. Zumal ich auch ohne die Rüstung einfach nicht weitermache, will ich latsch so selten einfach mal ins neue Lager hier. Also von daher, ich will das Zeug gleich haben. So. Dann machen wir jetzt nochmal bis zum nächsten Morgen. Dann penne ich noch mal bis zum nächsten Morgen und wehe, es ist dann noch nicht fertig. Dann geht's auf der Washing. So. Dann seht ihr ja selber, wie lange man da schlafen muss. 19. Tag haben wir es. Alter Falter, 4 Tage. Wenn es jetzt noch nicht fertig ist, dann wäre ich echt fuchsig. So. Wird ja keine Woche brauchen, war dann Scheiß, oder? So, bitteschön. Wie weit bist du mit der... Dauert noch. Gib mir... Schon sein. Alter! Wie lange braucht denn der Dappschädel? Aber wenn du meinst. Jetzt haben wir da 19. Tag, eventuell ist er am 20. fertig, das gibt's ja gar nicht. So. Okay, anscheinend braucht der Typ wirklich die ganze Woche dafür. Ich weiß ja auch nicht, wie viele Leute dann in der Zeit effektiv was machen, weil, ne? Eigentlich ist es ja nur so zeitfroh. Ich damit nichts. Und in der Zeit werden ja keine Woche vergangen, während man jetzt hier nochmal das bisschen Quest macht, was noch A steht. Solange ich. So, Kerl. Wie weit bist du... Dauert. Gib mir noch etwas... Ah, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch alles gar nicht. Na gut, dann würde ich sagen, ich mache jetzt an der Stelle trotzdem hier meinen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Gothic auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.